Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig und wir schauen, wo wir mal weiterkommen. Ich glaube mittlerweile müsste man da aufs Insel hier rüber, ne? Aber erstmal kriegt der Glibberfisch auf der Dates, auf der hässliche Flache. Ach, Anglerfische sind echt so widerwärtige Gegner. Aber Kirby's Linkschwert hat ja auch schon gesagt, das Schiff ist persönlich auch, finde ich persönlich auch, so wie er, ein ultra geiler Ort für Kämpfer. Sieht echt toll aus. Wobei die See halt hier als sehr stark aufgewühlt dargestellt wird. Und nicht besonders friedlich. Wellegang wie Sau hat's hier. So, trockene Wetter. Feuerfaust, gib ihm. Ja, der ist auch kaputt. Und der hier isst lieber auch mal einen Algesalat, glaube ich. Genau. Weg mit euch. Und dann gehen wir mal auf die Schicksalsinsel. Da ist es die Schicksalsinsel, mir hier ein ganz besonderer Lade. Okay. Aha. Aha. Ich hab dich erwartet, Maxim. Ich für alles, was du je gekauft oder gefunden hast. Geil. Das heißt, eine ganze Crew, die ich jemals gekauft habe, kann ich und verkauft habe, kann ich hier wieder kaufen. Das ist halt schon ultra geil. So. Aber da brauchen wir derzeit nichts. Trotzdem sehr, sehr cool, dass es das gibt. Was denn mit dir? Gezwockel. Königin von Danubia sucht um Feuerrubin, Nationalheiligtum von Auralio. Der Laden neben dem Hotel bietet dir nur Dinge, die ein Typ namens Maxim je gekauft oder gefunden hat. Komischer Laden, der nur Dinge von einer Person verkauft. Wer ist der Maxim überhaupt? Steht vor dir, du Zwockel! Was ist mit dir, Typ? Ja, die beste Waffe von Welt, wo gibt. Sehe ich ein bisschen anders, wenn ich mal die Werte so angucke. Da wird unter der Rüstungstyp sein, oder? Ah, die Rüstungsfrau sogar. Okay, das ist aber nur der Crew, stellen wir auch aktuell hin. Und das ist der Itemladen-Typ. Ja, ach nur Quatsch. Na gut, Schicksalsinsel ist derzeit für uns nicht gerade attraktiv. Aber ich glaube, da müssen wir sowieso irgendwann auch nochmal hier. Paare in der Kirche hat sonst auch niemand da. Was mit dir? Königreiche Danubia und Auralio waren viele Jahre lang verfeindet. Aber als der Prinz in Auralio König war, ist es Friede eingekehrt. Als Zeichen von guter Wille will Auralio der größte Schatz der Feuerrubin Danubia schenken. Der Prinz in Auralio ist gerade in Danubia. Vielleicht kannst du dort den Feuerrubin sehen. Nicht nur gesehen, ich habe ihn sogar wieder zurückgeholt. Ja, die wünschen mir noch viel Spaß. Der Hollerö, was er da hat zu bieten. Saft en masse. Ja, die Säfte sind empfehlenswert. Oh Gott, mit denen will ich ja nicht babbler. Genau, da ist doch hier das, hier ist doch das Casino, genau. Ich bin kein besonders guter Spieler. Ich brauche Chips. Okay, am Schalter gibt's welche. So, was dann mit dir, Hansel? Servus. Da kann ich Chips kaufen. Und für Chips kann ich hier Wunderlampe, Schatzsucher und ja, ziemlich gute Dinger hier kaufen. Alter Falter. Für 500.000 Chips. Super Fummel. Schwert, was gegen Drache besonders hilfreich ist. Ein Drachenfeuer. Trifft alle Gegner besonders wirksam gegen Drache. Ja, Super Maus. Holzschwert gibt's noch. Ui. Passt ausgezeichnet zum Super Fummel. Alter Falter. Also hier gibt's schon ordentlich Zeug. Okay, holen wir uns erstmal 100 Chips. Und dann gehen wir mal eine Runde Zocker. So, was ist dann hier? Blackjack, natürlich. Da kann ich jetzt näher sagen. Wir wählen die Silver. Und setzen wir 20. 10. Ja, hit me. Komm. Jo, jetzt ist vorbei, aber sehr schön. Gut. 40 kriege ich. Okay, machen wir noch einer. Machen wir nur der höchste. Setzen nach wie vor 20. Ja, einer geht noch. Wow. Nee, jetzt nichts mehr. Perfekt. Jo, also ein Spielchen. Ja, nehmen wir die, hat 10. Und immer wieder 20. Oh, jetzt passe ich. Sieht gut aus. Ja, anscheinend kommen hier gut Gewinner. Wisst was? Jetzt setze ich mal 50.
Hit me. Uah, scheiße. Jetzt, wo ich mal wirklich viel gesetzt habe. 8er. Scheiß drauf. Hit me. Nein. Nehmen wir das Ass. Ich kann nur noch 10 Sätze. Verdammte Scheiße. So schnell geht's wieder weg, ne? Nee. Verdammt. König. Wir setzen 20. Nö. Blackjack. Perfekt. Kriegen wir sogar was Besseres an Gewinn. König. Wir setzen wieder 40. Nö. Sieht gut aus. Jo, alles drauf. 10er. Jö, wieder 50. Lass gut sei. Ich krieg ein bisschen was vom Gewinner, weil der andere Blackjack hat. Genau Ende 20. Setzen wir 100. Ja, 99. Ich riskiere es jetzt nicht mehr. Nein. Buh. Drohende Wetter. Hit me. Jetzt war's das. Yeah. 198 gibt's. Perfekt. Die gute Queen. Drauf. Nö. Sehr schön. Na also, so kann man doch mal wirklich was gewinnen. König. Mehr als 99 geht leider nicht. Ja, komm, einer geht noch. Nein. 10. Ja, wir machen aber nicht mehr so lang. Versprochen. Scheiße. Aber ein bisschen gewinnen möchte ich wenigstens haben, ne? Ich riskiere es. Fuck. Okay. Also ein bisschen möchte ich trotzdem haben an Gewinn. Scheiße. Keine Chips mehr. Verflixt. Alles verzockt. Okay, wisst was? Wir kaufen noch einmal 500 Chips und machen jetzt nochmal die große Runde. So. Jo, wir spielen nochmal Runde. Also 10 Minuten machen wir jetzt insgesamt von der Episode. 3 Minuten habe ich noch circa. Machen wir 99 wieder. Einer geht noch. Oder auch nicht. Der 9er. Einer geht noch. Jo. Nein. Dann nehmen wir den König. Jetzt lassen wir es sein. Jo, das sieht doch gut aus. Gut, Allah. Der Bu muss her. Und noch einer. Jetzt lassen wir es mal gut sein. Und natürlich verloren. Ass ist Trumpf. Was haben wir denn jetzt? Ah, haben wir es auf Ends gerechnet, Ass. Nein, scheiße. Na gut, wir nehmen die 4. Einer geht noch, einer geht auch noch. Oder auch nicht. Alter, ist das ätzend. Das kann sehr schnell vorbei sein hier. Na gut, machen wir nochmal einer mit 5. Mehr können wir nämlich einsetzen. Lass uns gut sein. Kriegen wieder was. So schnell hat man seinen Scheiß wieder verzockt. Natürlich ist das scheiße. Dann gucken wir uns die anderen Dinger nochmal an. Holen uns nochmal vorher Geld. Oder Chips. So. Das mal aber wieder nur 100 Chips und gucken uns das mal an. Was ist dann das? Action Bingo. Alla hopp. Okay. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Deswegen setze ich erstmal eine 10er. Keine Ahnung. Hilfe. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt im Mache habe. Ich glaube, ich soll eine Reihe oder was erstellen, oder? Das ist merkwürdig. Hilfe. Hilfe. Das ist echt skurril. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ach du Scheiße, ich habe echt keinen Schimmer, was ich hier noch machen soll. Ich habe keine Ahnung. Okay, hier vielleicht. Ja, das sieht doch gut aus. Da habe ich wenigstens Reihe, oder? Und
flotter denn weg? Eine Reihe. Yeah. Glücksball spielen. Lass mal. Okay, das ist sehr viel Zeitaufwand, sehr fair wenig. So, der Blümchen-Automat machen wir auch noch fix. Runde. Ach du liebe Zeit. Huch, ich wollte jetzt aber der Blümchen-Automat spielen. So. Okay. Ich habe keine Ahnung. Probieren wir es trotzdem nochmal. Nö, hat nichts gebraucht, okay. Dann der normale Automat. Ups. Ja, ich möchte hier nach wie vor spielen. Wann geht's dann los? Ah, okay. Ich kann hier alle Reihe sogar A-Kreuzer. Da wird wahrscheinlich die Gewinnchance maximiert. Hat jetzt noch leider einen Scheißdreck gebracht. Machen wir mal so. Und bringt uns irgendwas. Automate ist sowieso absolut furchtbar. Das finde ich ganz schrecklich, sowas. Und der einarmige Bandit. Ah, okay. Okay. Das war einfach nur die Erklärung dafür. Na gut, dann schauen wir nochmal ganz kurz runter. Ah, da ist sogar Elfe hier. Ja, das ist die Zocker liebt, die Elfe. Was ist mit dir? An dem Automat kostet die rund 10 Chips. Jo, probieren wir es mal. Machen wir einfach nur so ein normales Ding. Natürlich nicht die Silber. War jo klar. Ohne VIP-Karte geht's ja nicht. Na gut. Okay, eventuell kehren wir am Ende vom Hauptspiel hierher nochmal zurück. Und holen uns hier nochmal ein paar Sachen. Aber vielleicht auch, wenn ich einfach nur abartig viel Geld habe und es sofort in Chips eintauschen kann. So, dass wir aber den ganzen Tag nicht nur den Quatsch sehen, geht's jetzt, ach, hier nochmal weiter. Das müsste jetzt auch Radio sein, glaube ich. Die Seeschlange. Wird ja schon mit einer Feuerfaust abgewatscht. Weil ich glaube, das ohne ist Auralio und dort dürfte das Wassertor auch sein, was man dann aufgemacht kriegen, nachdem wir jetzt den Quatsch mit Danupia geregelt haben. Glaube ich zumindest. Genau, Königreich Auralio. Das Königreich Arturia befindet sich hinterm Wassertor. In Arturia hat's einen Aufruhr gegeben. Oh je. Mir hände Feuerrubin wirklich an Danupia verschenkt, das hätte ich nie gedacht. Die Prinzessin von Arturia sucht einen Edlermann, sie will bald heiraten. Aha. Was mit dir, Oma? Vielleicht wurde die Geheimtechnik zur Rubinherstellung an jemand weitergegeben. Nur Anschaffer, soweit ich das weiß. Und der macht derzeit nur Glaskunst. Prinz Leon ist ein toller, echt ganz der Vater. Ja, da gibt er ja eine Art, als wäre wirklich hier der Vater von einem Breitschwert. Scheiß drauf. Guy kriegt das Ding jetzt. Scheiß ach do drauf. Ihr werden jetzt alle neu eingekleidet, außer... Ja, Alexis vielleicht auch. Silberhut, Eron-Schild. Ja, der Rest lassen wir jetzt mal gut sei. Oh Gott, noch schier verschluckt vor lauter Arg. Auralio kontrolliert das Wassertor, was in eine offene See führt. Wenn ihr durchs Tor wollt, müsst ihr erst Henry fragen. Er ist am Ende von der Stockwerke vom Palast. Ihr werdet ihn sicher gleich erkennen. Eventuell. Ja, dort wieder nur Items. Äußerst schade. Was gibt's hier noch bei dir? In der Meistertor befindet sich ein Land namens Arturia. Okay. Jetzt, wo wir in Friede leben, sollten wir die Vergangenheit vergessen. Besser ist das. Gut, dass wir mit Danupia Friede geschlossen hätten. Sie hätten uns sicher angegriffen. Und Danupia hat ein richtiges Schloss. Die haben ja hier nur so ein besseres Kaufmannspalasthaus. Tja, das ist der Palast von Auralio. Nicht besonders schön, oder? Hauptsache mir uns gemütlich wünschen. Ach, ja, auf jeden Fall. Aber es sieht doch schön aus. So eine Mischung aus Kaufmannsanwesen und Burg. Prinz Leon ist so gut gelaunt, aber was Nettes erlebt hat. Ich freue mich, ob die Gerüchte über die Prinzessin von Danupia und unseren Prinz stimmen. Kann ich so bestätigen. Oh, da ist anscheinend nur Thronsaal und Eingangshalle. Prinz Leon hat mir von eurer Tat erzählt. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Wir werden das Tor kostenlos für euch öffnen. Danke, Henry. Ach, ihr seid es. Na, wie geht es euch denn so? Wir halten euch das Wassertor auf. Danke, Herr. Das haben wir nämlich gebraucht, damit wir in unserer Reise weiterkommen. Dumm. Genau,
jetzt ist das Ding nämlich auf. Und wir können hier durch. Da, di, da, da, da. Was ist dann hier nochmal? Ah ja. Da ist das nächste. Da, di, da, da, da. Also ab zur nächsten Burg, und zwar Königreich Arturia. Aus dem Nordoststurm kam ein seltsames grelles Licht. Ich möchte wissen, was das bedeutet hat. Nix Guts. Ich hab einen goldenen Mann vom Himmel kommen sehen. Er hat auf dem Nordostturm seine Landung vollzogen. Wirklich? Der Nordostturm und die Heirat von der Prinzessin, irgendwie hängt das miteinander zusammen. Prinzessin Cinefers Verkehr ist jetzt hier. Verehrer, oh Gott. Alter. Prinzessin Cinefers Verehrer ist jetzt hier. Er sieht nicht sehr glücklich aus. Es hat schon immer Monster in Nordoststurm gegeben, aber zur Zeit scheinen sie vermehrt aufzutauchen. Cinefers Verlobter heißt Erik. Er ist ein reicher Edelmann. Klingt doch ein ziemlicher Arschloch, um ehrlich zu sein. Hihihi, willkommen beim Zauberladen. Oh, geil, endlich. Jetzt kommen die richtig gute Zauber. Champion, das ist der beste Heilzauber. Phönix ist der beste Feuerzauber. Und die gute Frostfee ist der beste Eiszauber. Ultra geil. Wird gleich mal sortiert. Sorry, aber Lexis braucht das nicht wirklich. Das ist nur Geldverschwendung. Dann ist hier noch der Herr Parre. Dein Wunsch sei mir Befehl. Ach Gott, was ein vornehmer Kerl. So. Erstmal schnell abgespeichert. Und dann gucken wir uns der Rechnummer an hier. Bald heiert Prinzessin Cinnefer. Ich wäre auch gerne Braut. Es gäbe tolles Fest. Denkst du? Ich muss aber was Besonderes für Erik kochen. Die Reiche essen nicht wie die Arme. Tja, der feine Herr ist nichts anderes als Dreck, ne? Was haben wir dann hier noch? Ah, das ist eine wahre Reitpeitsche. Eine Peitsche, die von edlen Herrscherinnen getragen wurde. Ja, wahrscheinlich der Drow. Was haben wir hier noch? Speer. Kampfspeer mit Chaosbombe. Ja, gib ihm. Um Silberding aus reinem Silber geht er ab wie Zau hier, Maxi. Mit Götterschlag, vor allem gegen untote Kreaturen ziemlich gut, habe ich gehört. Seideartzug. Edler Mantel aus wertvoller Seide. KP um 50%, das ist sehr gut. Der gute Eron-Hut aus Eronit. Dämonenzug, Angriffskraft um Sechstel. Eron-Schild gibt es auch noch. Schild aus Eronit. Dämonensog, natürlich ein Zug. So, das sieht doch gut aus. Jetzt sind wir alle ausgerüstet. Können wir eine Runde hochgehen. Zur Prinzessin hat für ihr Heirat eine Bedingung gestellt. Das hat ein bisschen mit dem Nordoststurm zu tun. Ich weiß nicht, ob hier alles mit rechten Dingen zugeht. Wer weiß. Seth ist ein Soldat, der in dem Schloss lebt. Seth ist der Leibwächter von der Prinzessin. Er hat sich in sie verliebt. Ihr seid doch nicht von hier, oder? Ihr seht aus wie richtige Krieger. Scheint gute Haare davor zu haben. Nennt man das. Ich bin auch ein guter Krieger. Mein Name ist Seth. Ich bin Guy, das sind Maxim, Selan und Lexis. Ihr seid doch diejenigen, die Gardes bekämpft haben. Toll, euch kennenzulernen. Sogar ihr redet mal von uns. Jeder, der bei so einem Kämpfer versteht, hat von eurer Tat gehört. Wisst ihr was über den Typ, der auf dem Nordoststurm gelandet ist? Auf dem Nordoststurm ist jemand gelandet? Ja, seit seinem Erscheinen tauchen die Mondsteinhorde auf. Maxim, das könnte... Ja, das könnte einer von der Höllefürste sein. Höllefürste? Es gibt noch 3 weitere Höllefürste, die genauso stark wie Gardes sind. Was? Wenn das wirklich stimmt, dann... Ja, das bedeutet, dass das Reich sich in großer Gefahr befindet. Da hoffe ich, wenn wir den Nordoststurm später mal vornehmen. Die Wesen im Turm sind sehr stark. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie stark. Wie will der das wissen? Er war noch nie dort. Egal. Ich werde sowieso in den Nordoststurm gehen. Ich habe ein paar Sachen zu erledigen. Was meinst du? Ich soll die Juwel aus dem Turm holen. Und du hast dem zugestimmt? Damit unsere Prinzessin wieder glücklich wird. Ich muss jetzt gehen. Bis später, Jungs. Ach ja, der alte Schmachti. Wischt Bescheid. Der Himmel der Prinzessin nur hinterher. Was muss er für den Turm gehen? Wir belohnen dann fürstlich. Er freut sich und alles ist okay. Ach, du bist... was kann ich für dich tun? Ich warte auf Seths Rückkehr. Ach, was ein Arsch. Von wegen hier die Prinzessin umwerbe, indem er ihr Juwel gibt und dann den Leibwächter die Erwert machen lasse. Wie ekelhaft. Prinzessin zu sein ist wirklich hart. Man kann seine wahre Liebe nicht heiraten. Manche von der... Hinter der Tür befindet sich Prinzessin Cennefers Zimmer. Sennefer und Seth. Ob das nicht Bruder und Schwester sind? Niemand kann die Juwel aus dem Turm holen.
Verzeihung, ich habe gerade über etwas nachgedacht. Wie kann ich dir helfen? Die hockt dann noch in so einem einzelnen Jungfernturm hier, wo sie bloß keiner erreicht. Der König scheint ja auch ein toller Hecht zu sein. Ich dachte, um zu mir zu sagen, dass du nicht in den Turm gehst. Jemand anderes hat mit dir über den Turm gesprochen? Ja, Frau hat dem König erzählt, dass es sehr gefährlich ist, dem Turm zu nahe zu kommen. Ja, die Warnung nicht ernst genommen. Treiben wir doch Strode wieder, wer die Frau ist, ne? Die gute Iris natürlich wieder. Die Bedingungen, die seine gestellt hat, ist wirklich schwer zu erfüllen. Seine Bedingung ist es, der Juwel aus dem obersten Stock vom Nordoststurm zu bringen. Da gibt's aber Monster, während der Nacht scheint ein mysteriöses Licht. Klingt ja nicht gerade so erbaulich. Da ist noch eine. Unser Schloss ist nicht besonders reich. Deshalb wird unsere Prinzessin der reiche Erik heiraten. Ja, aber der reiche Erik ist ein ziemliches Arschloch, wenn du mich fragst, weil der Typ, der baut einfach nur darauf, dass ein anderer ihm das Juwel holt und er selber macht nichts davor, der dumme Hund. Ziemlicher Feigling, wenn du mich fragst. Okay, ich stehe jetzt aber Sache, ihr liebe Leid. Es geht erstmal ab in die Fall. Ja, für 40 Gold ist es noch drin. Dann geht es erstmal ab zum Speichern. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder, weil dann wird der Cut gemacht. Wir sehen uns dann, wie gesagt, übermorgen wieder zu Let's Play Lufia auf Pilzig. Also machen's gut. Und bis übermorgen dann wieder, wenn wir uns den Turm wohl genau angucken werden. Ayan Yankee.